Herr Kardinal, Herr Weihbischof, liebe Schwestern und Brüder, für genau 400 Jahre, auf den Tag genau, den 17. Oktober 1621, als heutige Kathedral, demals Kirche vom Lützeburger Jesuitenkolleg, vom Trierer Weihbischof Georg von Helfenstein feierlich geweiht ging. Sie war von Anfang an der Mutter Gottes geweiht, unter dem Titel von der unbefleckten Empfängnis. Ich habe mich oft gefragt, wie es den Hunderten von Jungen gegangen ist, wenn sie hier an die Kirche, an die Masse gekommen sind oder Bierde gekommen sind. Sicher waren sie die erste Kirche beeindruckt von der großen Herrlekirche, viel mehr groß wie daheim am Dorf. Sie sind noch einmal ganz ruhig gehen, wenn sie die vielen Tableaus rund um Mauern gesehen haben, den großen Predigtstuhl an die massiv Beichtstuhl auf beiden Seiten. Sicher als mehr wie ein Hai als einem Glauben gestärkt gehen. Sicher hat mehr wie ein von den jungen Hai eine tief spirituelle Erfahrung gemacht, eine tief Beziehung zu Christus fand. Ruhe, Besinnung, Vertiefung vom Glauben. Wenn die Jungen aber die schönen Tableau über dem demolischen Hauptaltar geguckt haben, den heute an der Mischenskirche ist, die ganz am Stil vom Rubens die Himmelfahrt von der Maria bis oben an den Himmel beschreibt, dann als Bewegung an die Ruhe kommen. Also sie konnte aber nicht ernst, für der Bewegung nur zu gehen, als ich mich nur zum Herrgott an den Himmel gezwungen zu spüren. Aber wenn sie dann sich die Tableau angeguckt haben, sicher als in der Zeit auch als langweilig gehen, lang gehen. Da war ein dabei vom heiligen Franz Xaver, der große Missionär, der in Indien war, in Japan, an die führenden Tiere von China gestorben ist. Wenn sie sich auf den Heimweg gemacht haben, da sind sie lernst die 2 Seile kommen und nicht aus dem Duxer. Genau ob Ehren heißt, sind so komisch exotische Figuren. Und ich habe mir oft gedacht, wen von den Jungen hat sich nicht vielleicht angefangen zu drehen, aber wie wäre es dann, wenn ich auch auf fremde Länder gehen, wenn ich auch ein Missionär gehen, für den Glauben an Jesus Christus zu verkündigen. Ruhe an Innerlichkeit, Bewegung, Dynamik, Verkündigung vom Glauben. Diese Message aus demals gut 60 Jahren um Tridentinische Konzil auf Toile gemalt an der Stehen gehabt ging. Was aber, die Schwestern und Brüder, als die Message, die wir heute an der Kathedrale und draußen an der Diözese entdecken haben, bald 60 Jahre um das Zweite Vatikanische Konzil. Was kann uns zu der Verinnerlichung vom Glauben feiern, an uns nicht neu in Bewegung setzen, für den Glauben zu verkündigen? Am besten lassen wir uns dafür für dich von den Texten aus der Heiligen Schrift inspirieren, das zu dem Herrgott sei Wort. An der Geschichte vom römischen Hauptmann Cornelius, seiner Bekehrung als seiner Begegnung mit Petrus, fanden wir dasselbe die Aufwieslung von ruhigen, persönlichen Momenten und dann Bewegung und Dynamik. An der Ruhe vom Alltag, an der Stille vom Gebiet, erleben sowohl der Cornelius, den heidnischen römischen Hauptmann, wie der Petrus, dem Jesus der Jünger, jüdischer Herkunft, erleben sie beide tiefe Momente von Innerlichkeit, wohin gesagt und gewiesen wird, was Gott von ihnen erwartet. Es sind überraschende Momente, die so nicht zu erwarten waren und die auf einmal ganz viel Dynamik und Bewegung auslösen. Männer von Cornelius gehen von Caesarea auf Joppe geschickt, für dann mit Petrus zurück ist auf Caesarea zu kommen. Aus der Ruhe und Innerlichkeit erwies also Dynamik erleben, Beziehung und Austausch. An die ganze Dynamik, liebe Schwestern und Brüder, als ausdrücklich vom Herrgott gewollt,
das vor Gott aus, dass sie antrulle könnt. Hier schickt dem römischen Hauptmann sein Engel, für den Simon Petrus sicher zu gehen. Hier erklärt dem Petrus ob ein ganz pädagogisch Weise, dass der Glaube nicht nur der Jude bestimmt ist, mit alle guten der Menschen für gutem Willen, an ihn encouragierten, sich bei der Cornelius, bei Ephraim, bei einem heidnischen Hauptmann Römer, ein Mann von der Besatzung, feiern zu lassen. Und das dem Petrus, und das ist eine wichtige Erkenntnis, dass dem Petrus an dem Moment noch nicht klar für was seine Mission ist, was Ziel ist. Aber lässt sich feiern. Und auf dem Weg, geht ihm offensichtlich ein Speicherlichtchen ob, was die Vision zu bedeuten hat, die hier gerade für drin hat, mit den Tieren, wo gesagt kriegt, ist davon. Bewegung selber kann also den Anstoß gehen, für besser zu verstehen, was der Herrgott von uns will. Es braucht keine 100%ige Klarheit, für sich auf den Weg zu machen, für Neues zu wollen. Ob ganz gesehen, wird der Petrus zu einer tiefen Bekehrung geführt, die für die Kirche von damals eine eminent wichtige Rolle spielen wird am 1. Jahrhundert. Von der Bekehrung, die hält nicht für sich. Von der Bekehrung, die deelte mit, gibt ein Zeichnis für denen, die mit ihm sind, aber auch für Cornelius als seine ganze Familie, denen Heden, die Gott noch nicht kannt haben. Gibt ein Zeichnis für seinen Glauben. Persönlich Zeichnis. Ganz ehrlich erklärt ihn ihnen, was seine Bedenken waren für sich nicht mit Heden anzulassen, aber hier geführt ging es zum Herrgott selber, für das von der an zu wohnen. An den Herrgott selber, die Judäieren am Ende von der Lesung aus der Apostelgeschichte, bekräftigt, was der Petrus sieht, indem sie sein Heiliger Geist ob all die Anwesenden aufschickt, sowohl Jude wie Heden, sowohl Jude wie Römer. Die Entscheidung, auch Nicht-Juden durch Sterf an die Kirche abzuholen, wird so von der ganzen Gemeinschaft matt gedrohen. Es könnte so im Nachhinein, dass dadurch, dass der Petrus sein Témoignage gegeben hat, dass hier gewissermaßen die ganze Gemeinschaft matt aus einer Reflexion und aus einer Decision abend. Chers frères et sœurs, le récit de la conversion du centurion romain Corneille et de sa rencontre avec Simon-Pierre nous éclaire sur ce que le pape François a voulu mettre en route pour préparer le prochain synode intitulé « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». Pas plus que l'apôtre Pierre, le pape ne veut prendre une décision importante tout seul, mais il veut inclure le plus grand nombre possible de frères et sœurs dans la foi. Chaque baptisé, dit-il dans le document qui présente l'itinéraire synodal, chaque baptisé est appelé à entrer dans un processus qui implique en synergie, en travail commun, le peuple de Dieu en premier lieu, le collège épiscopal et l'évêque de Rome, chacun selon sa fonction. Ce processus de consultation, qui va aboutir au synode de 2023, veut se dérouler dans l'écoute de la totalité des baptisés. Nul d'entre nous ne sait encore où ce chemin va mener, comme pour Pierre et la famille de Corneille. Mais l'Esprit Saint est à l'œuvre dans le monde et dans le cœur de chacun. Il s'agit de lui prêter l'oreille pour reconnaître, pour discerner la volonté de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui. Le processus de consultation de toutes les églises locales ne peut donc être qu'une démarche spirituelle où chacun est appelé à témoigner personnellement de sa foi, comme Pierre l'a fait chez Corneille, où chacun tâche, avec ses frères et sœurs, de comprendre
les signes de l'Esprit. Ces signes peuvent ne pas être aussi clairs que dans le récit des Actes des Apôtres, mais le pape François nous engage à être chacun à l'écoute des autres, chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint. Voilà qui dit toute la dynamique de cette démarche synodale. C'est une démarche nouvelle dans l'Église qui peut éveiller des craintes. Mais est-ce qu'on sait exactement où on va aller? Ce chemin ne risque-t-il pas de nous mener dans des impasses et des difficultés imprévues? Ne vaut-il pas mieux attendre d'avoir bien étudié et analysé tous les aspects du problème avant de se mettre en route? Le pape François fait le pari que le cheminement lui-même va nous conduire à voir plus clair et à discerner quels sont les prochains pas que nous pourrons faire en avant. De même que Pierre, l'apôtre Pierre, qui n'a pas compris le sens de sa vision avant de se mettre en route avec les envoyés de Corneille. Trop souvent, frères et sœurs, on a remis au lendemain des questions urgentes dans l'Église. Et beaucoup de personnes lui ont tourné le dos, déçues par son manque de courage et d'ouverture au monde d'aujourd'hui. Beaucoup ont tourné le dos à cause du manque d'écoute, de l'aspiration des fidèles et des attentes légitimes de nos contemporains. Que d'hésitation et de lenteur, qui sont tout le contraire de l'attitude de Saint Pierre dans le récit des Actes des Apôtres. Et il s'agissait bien d'une décision qui a révolutionné l'avenir de l'Église. Mais le chemin à parcourir ensemble demande à être vécu dans une optique croyante, une optique spirituelle. L'Évangile qui a été choisi pour cette messe redit avec force que Jésus attend de chacun de ses disciples de répondre à la question en son nom propre. Pour toi, qui suis-je? Que dis-tu de moi? Qu'est-ce que tu penses vraiment de moi? Qu'est-ce que tu as compris de mon mystère et de ma mission? Toute rencontre, frères et sœurs, toute réunion ou discussion sur les thèmes à aborder au prochain synode devra se faire sur cette base-là, la base de notre foi en Jésus-Christ. Sinon, elle risquerait de devenir des discussions stériles où chacun défend son point de vue, ou alors des affrontements idéologiques où l'Esprit Saint aurait du mal à passer à travers nos carapaces. Donc, le cheminement vers le synode doit aussi comporter des moments de silence, des moments d'écoute en soi-même, mais aussi d'ouvrir tout grand les oreilles pour entendre et vraiment comprendre les autres. La vérité se trouvera ensemble, non pas pour freiner le changement, mais pour lui assurer une fécondité spirituelle, car l'Esprit Saint va parler dans ce mouvement et dans cette communauté. La prière et l'action sont donc appelés à se conjuguer ensemble et à se compléter. Dieu compte sur tous nos talents pour aider l'Église à avancer en ce moment de notre histoire, mais nous devons aussi compter sur la force et la créativité de son esprit et donc lui accorder une place de choix pour nous faire aller de l'avant. Chers frères et sœurs, il y a 400 ans, 60 ans après le Concile de Trente, cette nouvelle église des Jésuites, qui est devenue notre cathédrale, a su impulser un renouveau, un mouvement de foi, d'espérance et de charité pour le catholicisme dans nos régions. Saurons-nous, baptisés du Luxembourg, 60 ans à peu près après le Concile Vatican II, retrouver ensemble
un nouveau souffle pour notre Église. Que Notre-Dame, consolatrice des affligés, porte nos désirs et nos attentes devant son Fils Jésus-Christ et qu'elle nous accompagne de sa prière fidèle dans notre recherche commune de l'avenir de l'Église. Amen.